Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2017 in der F1-Karriere, wo wir ja durch jedes F1-Game durchgehen und Fahrerkarriere machen. Wir sind ja momentan, wie schon am Anfang gesagt, in F1 2017 und wir haben jetzt wieder eine neue Herausforderung, die wir machen können. Und zwar einerseits Checkpoint-Herausforderung in Brasilien oder Time Attack in Österreich. Fahrer gegen die Uhr und beenden die vorgegebene Rundenzeit, ehe die Zeit abläuft. Und das andere ist folgendem Kurs ausgehend von irgendetwas, ja. Das ist einfach, wo man halt immer mehr Zeit bekommt und man muss einfach möglichst viel Distanz zurücklegen. Und da müssen wir wahrscheinlich einfach gegen Zeit fahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf beides Bock, muss ich ehrlich sagen, aber wir nehmen, glaube ich, das 91er Auto vom Senna. Weil auf das habe ich Bock. So. Dort gehen wir als nächstes her. Wir sind das erstmal in Sochi gefahren hier in Russland und haben ja auf P6 das Ganze beendet. Also wir sind eigentlich wirklich gut gefahren, muss ich sagen. Wir sind auch in der Rivalität besser dran mit dem Ocon, oder beziehungsweise wir stehen gut da. Wir können jetzt so Ressourcenpunkte machen oder Ressourcenentwicklung oder Autoentwicklung, wie auch immer. Das machen wir jetzt auch, weil das Auto braucht definitiv ein kleines Update. Und zwar machen wir da jetzt den Heckflügel. Und dann haben wir schon wieder nichts mehr. Es ist krass, wie viele Ressourcenpunkte der Scheiß kostet. Immer 1000 gerade. Nachher die kleineren sind, glaube ich, ein bisschen weniger, habe ich gemeint. Kostet alle auch 1000. Holy shit. Alter, sogar 2000 noch. Wow, krass, okay. Ja, wir haben keine Ressourcenpunkte. Wir müssen einfach mehr Ressourcenpunkte sammeln. Ist aber mega schwierig irgendwie in diesem Game, weil pro Trainingssession oder in der Trainingssession kannst du nur maximal irgendwie so, keine Ahnung, 275 Punkte holen. Ich glaube, wir müssen einfach Fahrer Stufe 1 werden und dann könnten wir da schon nochmal ein bisschen mehr rausholen. Aber wir müssen definitiv Aero updaten, weil das ist so ein bisschen unsere Achillessehne. Gut, wir gehen zum Einladungsevent. Let's go. Also, beende das Rennen in unter 3 Minuten 52. Fahre gegen die Uhr und beende die vorgegebene Rundenzahl, ehe die Zeit abläuft. Okay. 3 Runden, ne? 3 Minuten 52, das ist schon sportlich, hä? Ja, wir probieren es mal, let's go. Jetzt auch andere Autos auf der Strecke, nicht, oder? Nein. Aber man hat noch andere Autos auf der Strecke. Ich muss zuerst mal schauen, wie das Auto bremsen tut und so. Was? Also tönen tut es jetzt schlecht. So, also. Noch eine Runde. Ist noch frech, ich sehe die Rundenzeit nicht, ohne fahren. Darum keine Ahnung, ob ich gut in der Zeit bin oder nicht. Ich glaube, es wird verdammt knapp und ich will jetzt langsam sein, ich weiß es noch nicht. Aber das Auto ist echt giftig auf dem Heck drauf, also immer noch am Sliden. In 20 Sekunden könnte ich knapp werden. Come on! Oh mein Gott, haben sie es geschafft! Das war die letzte Sekunde, glaube ich. Ich habe es geschafft. Das müssen ein paar Zettel gewesen sein, wenn. Was? 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 Alter, das hat doch gezählt. Ich bin doch safe drüber, Alter. Nein, wahrscheinlich der letzte Slide hat es gekostet. Ah, Mann, schade.
Ah. Ah, Mann. Ah, schade. So, okay, das nächste Rennen ist in Barcelona. Da kriege ich noch sogar eine Trophäe über. Handarbeit, okay. Ja, kann man anders interpretieren, aber jetzt lassen wir es mal so stehen. Gut, das nächste Rennen ist hier in Barcelona. Und das ist so eine Strecke, die mir eigentlich nicht so extrem gut liegt. Aber wir schauen mal, wie das Auto hier drauf fahren tut. Und ich muss sagen, wir sehen uns dann wieder im Qualifying, weil das Training nehme ich ja nie auf. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind hier jetzt in Spanien und gehen gerade auf die Strecke raus. Das Training ist wie immer gut gelaufen. Also, wir sind schon echt schnell. Man merkt, dass das Auto auf Strecken, wo mehr Downforce gefordert wird, besser läuft als auf Strecken, wo wir nicht so viel Flügel brauchen. Also, wir sind jetzt hier wirklich so schon schnell unterwegs. Das Rennen bleibt auch wieder trocken. Ich glaube, das erste Regenrennen werden wir im nächsten Grand Prix haben. Und das ist nämlich der Monaco Grand Prix. Kann man gut vorstellen, dass die schiffen. Das wird auch wieder etwas werden. Aber ich würde mal sagen, wir legen los. Wir gehen ins Qualifying, bzw. fahren jetzt gerade raus und hoffen mal auf eine gute Position. Let's go! Schlechte Runde gehabt. Ich werde nochmal rausfahren wahrscheinlich, weil ich bin extrem rumgerutscht und halt die Linie nicht so gut getroffen. Spanien ist extrem linienabhängig, dass du gute Runde kannst fahren. Wenn du mal ein bisschen versetzt bist, dann hast du echt einen Struggle drauf. Und wir nehmen die Zeit ein bisschen vornehmen noch, bis etwa 3 Minuten und dann fahren wir nochmal raus. Oh, 6 Zettel nochmal rausgeholt. Aber bleiben P7. Oh, Mann, aber mein Motor ist nicht voll offen gewesen, natürlich, halt, weil er schon angeschlagen ist. Scheiße, oh Mann, ich muss jetzt eine Grip-Penalty in Kauf nehmen. Ich habe es voll vergessen. Aber ich muss es jetzt machen. Oder, nein, weil ich glaube, mit 66% wird es mir noch den Motor schwellen. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil da sind noch Punkte möglich. In Monaco sind es nicht möglich. Also ja, weiß ich ja nicht, aber ich gehe jetzt mal schwer davon aus, Monaco wird nicht möglich sein. Darum ich muss jetzt noch eine Motorstrafe in Kauf nehmen. Fuck! Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Dank einer perfekten Runde im gestrigen Qualifying startet Kimi Räikkönen von der Pole Position. Und daneben steht Daniel Ricciardo. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Hamilton, Verstappen, Valtteri Bottas und Vettel, Hülkenberg, Kvyat, Alonso und Carlos Sainz Jr., Grosjean, Magnussen, Jolyon Palmer und Massa, Van Dorn, Stroll, Pascal Wehrlein und Esteban Ocon. Ericsson und ein Force India vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, also, ja, dann bin ich ja gerade noch froh. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht. Ja. Da bin ich ja gerade noch froh, dass der Ocon auch eine Strafe hat. Aber wir haben jetzt wirklich alles gewechselt. Also ich habe am Motor alle Komponenten komplett neu genommen. Also nicht einmal Komponenten, die ich noch zur Verfügung hätte, sondern komplett neu. Und habe noch ein neues Getriebe auch gerade reingehauen. Also das Auto ist jetzt wirklich wieder neu. Und jetzt bin ich gespannt, was wir rausholen können. Wir starten mit Softs und gehen dann auf mittlere Reifen, also auf Mediums. Und keine Ahnung, wieso das auf Deutsch steht dort. Weich, mittel, hart. Wir machen es jetzt auch mal so, dass wir so werden fahren und schauen mal, wo wir herfliegen. Wir nehmen 18 Runden Sprit mit, dass ich gerade am Start oder ein bisschen mehr, da kann ich gerade ein bisschen Effekt mich schon mal ballern. Schauen wir mal, wo wir landen. Let's go. Viel Wheelspin gehabt. Oh, okay. Wenn ich die Rasen wäre, hätte es geschossen.
Aber habe ich den Grosjean auch ein bisschen getutscht. Okay, nicht kaputt gegangen. Ah. Ah, Grosjean, hau mal ab. Ah, saust mir da ein bisschen gerade die Aufholjagd. Jetzt haben wir ihn. Da vorne machen sie wieder Kabis. Bremsen sich wieder aus. Oh, der macht einfach zu, okay. Herzbattle noch gerade mit dem Alonso. Ja, jetzt haben wir ihn. Mit DRS sollte das ein Lichtspiel werden. Let's go. Also, wir müssen in die Box. Wir sind gerade hinter dem Sainz, also wir haben gut aufgeholt, wir haben einen super Pace gerade. Aber wir überholen hier nicht mehr, weil es lohnt sich nicht. Wir gehen jetzt in die Box. Puh, okay, das war knapp. Aber gut gewesen. Okay, es kommt niemand anders rein, also wir werden sicher nicht blockiert werden. 2,9 Sekunden. Das war jetzt auch nicht so ein super wahnsinniger schneller Stopp gewesen, aber egal. Okay, bleib hinter der DRS, jetzt können wir vielleicht am Hülkenberg vorbei. Wo deckt er ab? Oh, da dürfen wir aber weit rein, verbremsen, weil er noch recht hat, aber wir haben ihn. Jetzt sind wir wieder hinter den Sauber, wo wir letztes Jahr noch im Team waren. Oh mein Gott. I think Ericsson hit us. in die Box. Leichte Berührung mit dem Ericsson. Hoffentlich nicht kaputt, nein. Oh, nein, KI bitte nicht. Wie viel mehr Pace wir haben draussen. LOL. Was macht ihr? Oh mein Gott. Wie die verteidigen die KI. Oder schon einfach für Gabriolen machen? So, noch 4 Runden. Nein, falsch, noch 3 Runden. Und wir sind auf P7 immer noch. Also es passiert wirklich gar nicht momentan. Keine Ausfälle, nichts, keine einzige gelbe Flagge ist bis jetzt gekommen. Es ist recht ruhig jetzt momentan und ich fahre jetzt einfach hier meine Runden. Ich verliere auf Verstappen. Er ist schon schneller.
Das Auto läuft aber an und für sich gut bei uns. Hülkenberg ist hinter uns. Ja. Ja, ich verliere etwa eine Sekunde fast auf Verstappen. Also ich bin schon langsamer als Red Bull vorne. Hülkenberg holt jetzt aber auch nicht auf mich. Also von dem her ist soweit alles im Grünen. So, okay. Letzte Runde Kimi Räikkönen gewonnen. Okay. Vettel hat noch die schnellste Runde. Und wir kommen da, so wie es aussieht, auf P7 ins Ziel. Mit kaputten Reifen, weil ich einfach gar keinen Grip mehr. Die sind recht mitgenommen. Ja, wir haben schon gut etwas getroffen, oder eben nicht mehr. Aber P7, das ist da, wo erwartet wird oder erwartet wurde ist und wir haben es geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Jeff hat es nicht so happy getan, aber ich denke, wir sind gleich, oder er ist gleich zufrieden mit dem, was wir geholt haben. Ich denke, ja, mehr war auch nicht drin gewesen. Also vorne wären schon wieder Top-Teams gewesen, die einfach wieder viel schneller gewesen sind als wir. Was für eine fantastische Leistung. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Und der Kimi gewinnt das Ganze vor dem Lewis und dann kommt der Vettel. Dann gehen wir mal weiter gerade und schauen mal, wo wir da jetzt in der Teamwertung stehen, beziehungsweise Teamanerkennung und alles. So wie immer. Und das nächste Rennen ist dann eben Monaco. Und das wird richtig schlimm werden. Also ich hoffe es nicht, aber Monaco ist einfach gar nicht meine Strecke. Noch nie gewesen und wird es auch nie werden. 830 Erfahrungspunkte oder Ressourcenpunkte besser gesagt. Rivalität. Haben wir um 1 Pünktchen noch nicht geholt. Okay. Also Williams wird uns unbedingt mittlerweile. Red Bull ist auch hoch, aber die anderen Teams sind höher. Ja, mal schauen. Also ich würde gerne eigentlich zu Red Bull gehen oder zu einem anderen Top-Team, Ferrari, Mercedes. Aber wir kriegen ja noch ein Angebot von drei Leuten eigentlich. Oder von 3 Teams. Und das werden momentan nicht, da wird momentan keines von diesen 3 Top-Teams sein. Darum, ja, mal schauen. Mal schauen, wo es uns dann nachher verschlägt. Also Williams, Haas und Toro Rosso, die haben Interesse an uns, aber da sind wir mit Force India momentan immer noch am stärksten. Also wir müssen definitiv mehr Updates raushauen, dass wir können mehr an Top-Teams herknüpfen und dass die Anerkennung bei Red Bull zum Beispiel nochmal steigt. Also ich glaube, so ein zweiter Platz oder ein Win sogar wäre eigentlich nicht schlecht. Mal schauen, ob das dann bei diesen Rennen vielleicht der Fall wird sein, wo ich dann sowieso ein bisschen besser fahren kann, sprich Silverstone, Österreich und Spa oder Monza zum Beispiel. Das sind so die Rennen, die ich gut kann. Aber ja, mal schauen, wo es uns dort dann wirklich den verschlägt, ob wir überhaupt das Angebot bekommen oder nicht. So, also, da können wir eigentlich schon kleine Updates machen, aber das bringt uns alles nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Da können wir auch noch nichts machen. Das ist auch wieder 1000. Ja, es ist echt belastend. Ich könnte Dings machen, Strapaziefähigkeit, aber wollte ehrlich gesagt auch nicht. Ja, egal. Okay, wir gehen dann mal weiter zum nächsten Rennwochenende, würde ich sagen. Mal schauen, ob da noch etwas reinkommt, aber ich denke es zwar eher weniger. Aktuell sind wir P4 gewesen, also dritter sind wir geworden, 6., 6. und 7. Also wir haben wirklich solide Leistungen gezeigt. Wir haben immer Punkte geholt. Und das nächste Rennen wird eben dann Monaco sein. Da kommt Kanada, das ist wieder eine Strecke, die ich gut kann, Aserbaidschan weniger. Und dann kommen eben dann die guten Rennen, die ich dann wirklich kann. Ja, sind wir mal gespannt. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Rennen, aber da muss ich aber wieder in den Laptop rein da. So, let's go. Hey, cool dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Sehr schön. Okay, Klappe gehabt in dem Fall. Das hat funktioniert. Wir haben eine kleine Verbesserung am Heckflügel. 1,08% Verbesserung. Besser als nichts, muss man wirklich an dieser Stelle sagen. Und
bisschen noch mal vorrutschen. Also Renault ist jetzt wow, gut auf dem Vormarsch. Die sind direkt hinter uns. Vorher waren immer Williams gewesen. Und ja, mal schauen, ob Renault uns noch mehr aufholen will. Ich denke, es ist zwar weniger. Aber Red Bull ist schon noch recht weit weg. Also ich denke, der Gap zu Renault ist etwa gleich weit oder gleich gross wie wir zu Red Bull. Also, gemischte Bedingungen auf der Strecke. Jetzt haben wir das Wort einmal, das ich schon lange vermisst habe. Also wir werden sicher Regen haben, ob es im Rennen wird sein oder im Qualifying. Das werden wir dann in der nächsten Episode erfahren. Falls euch die Episode von F1 2017 in der Fahrerkarriere gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann wieder in der nächsten Episode hier in Monaco. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag, macht's gut und ciao!